Ich bin immer noch total fasziniert. Von der Artemis-II-Mission Anfang April. Nach 50 Jahren sind Menschen wieder um den Mond herumgeflogen und haben dabei ganz tolle Bilder gemacht. Die Mondoberfläche ist darauf gestochen scharf zu sehen. Grau mit ein paar hellen Punkten, von Kratern übersät, wüst und leer. Ein felsiger, staubiger, lebensfeindlicher Ort. Und hinter der Mondoberfläche, weit entfernt im unendlichen Schwarz des Alls, klein wie ein Fingernagel, schwebt dieser wunderbare blaue Planet, unsere Erde. Gott hat die Erde unendlich gut geschaffen. Für uns ein wunderbarer Ort voller Leben. Gott sorgt dafür, dass wir hier alles haben, was wir zum Leben brauchen. Licht, Schutz vor der kosmischen Strahlung, Schutz vor großen Meteoriteneinschlägen, eine Atmosphäre voller Sauerstoff, lebensfreundliche Temperaturen, Wasser, Lebensmittel, Pflanzen, Tiere, viele Menschen um uns herum und noch viel mehr. Auf diesem wundervollen Raumschiff Erde leben wir. Wir rasen mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durchs Universum und merken nichts davon. Um uns herum ist das Weltall ganz schwarz und wir schauen tagsüber in den wunderbar blauen Himmel unserer Atmosphäre. Gott hat die Erde unfassbar schön geschaffen. Trust me, you are special. Glaubt mir, ihr seid besonders, sagte der Astronaut Victor Glover beim Blick auf unsere Erde. Gott hat diese wunderbare Erde für uns geschaffen und hält uns am Leben. Ihm verdanken wir alles. Die Artemis-II-Mission zum Mond, die hat mich verändert. Seitdem habe ich immer dieses wunderbare Gefühl in mir. The purpose of humanity is joy. Earthjoy. Diese große Freude und Dankbarkeit über das Privileg, auf diesem wunderbaren Planeten Gottes leben zu dürfen. Earthjoy. Das wünsche ich dir auch. Geh doch mal raus und atme tief ein. Spür den Lebensatem Gottes in dir. Deine Zerbrechlichkeit und dein absolutes Angewiesensein auf Gott, seine Liebe und Fürsorge, und nimm wahr, wie wunderschön Gott alles für dich geschaffen hat. Earthjoy.